Jesus kompromisslos nachfolgen. Ja, dafür müsste doch etwas in mir sterben. Genau darüber hat Christian Al-Massoud an der letzten Jesus First gepreacht. Die nächste Jesus First ist schon offen, die Anmeldung. Melde dich an mit dem Link unten in der Beschreibung. Und jetzt lass Gott dein Herz berühren. Wer von euch macht mal ab und zu Krafttraining? Hebt mal die Hand. Hey, einige. Auch mein Bruder Even aus Hamburg. Einer der breitesten Pastoren des Landes. Wisst ihr, wir werden niemals an den Punkt kommen, Muskeln aufzubauen, wenn wir nur die Gewichte heben, die leicht sind. Und so ähnlich ist es im Glauben. Wir werden niemals im Glauben wachsen, wenn wir immer und ständig nur die Dinge heben, nur an die Orte gehen, die bequem sind. Wisst ihr, ich finde, die Bibel ist faszinierend, weil die Bibel voll ist mit Paradoxen. Die Bibel ist voll mit Dingen, die im ersten Blick widersprüchlich scheinen, aber im zweiten Blick sich komplementieren. Die Bibel ist deutlich, um Freiheit zu erlangen, müssen wir in die Sklavschaft gehen. Um Reichtum zu erlangen, müssen wir in die Armut gehen. Um Stärke zu erlangen oder in der Stärke liegt die Schwäche. In der Erhebung ist die Erniedrigung. Im Gewinn ist der Verlust. Und im Leben liegt der Tod. Das Ende von uns selbst ist der Anfang von Jesus Christus. Jesus first. Ey, wer von uns sehnt sich danach, dass Jesus in uns einen Anfang findet? Hebt mal die Hand. Wer ist bereit, alles zu geben, damit Jesus alles haben kann? Hebt mal die Hand. Ey, es ist so wertvoll zu sagen, okay, Jesus Christus, dir gehört mein ganzes Leben. Weil wisst ihr, es gibt eine Sache, die wir im Westen vielleicht missverstanden haben. Im Westen haben wir, glaube ich, so ein bisschen den Gedanken erlangt, dass Jesus gerne ein Teil unseres Lebens sein kann. Jesus kann gerne ein schönes Bild, ein schönes Dekorstück in unserem Haus sein. Vielleicht sogar im Wohnzimmer. Aber Jesus kann niemals nur ein Teil unseres Lebens sein. Jesus ist, wenn schon, unser Leben oder eben nicht. So wie Paulus schreibt in Philipper, denn Jesus ist mein Leben, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wer von uns ist schon an diesen Punkt gekommen, dass wir sagen, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn? Wisst ihr, ich bin schon gestern angereist, weil mir fällt es schwer, am Morgen grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden, wenn ich zu früh aufgestanden bin. Deswegen waren wir schon gestern hier und dann waren wir Teil bei Henoch, als er gepredigt hat. Ey, das war wertvolle Botschaft von Henoch, ne? So gut, ich liebe meinen Bruder. Und dann sind wir später, nach dem Abend, ins Hotel gegangen, gleich hier, und wollten uns einchecken und dann sagt der Hotelier, hey, irgendwie, ihr müsst nochmal bezahlen, irgendwie, euer Zimmer wurde nicht bezahlt. Und ich so, ja, okay, echt sicher? Er sagte so, ja, alles klar. Und dann habe ich meine Karte rausgeholt. Und auf einmal kommt ein großer Mann, nimmt mich in den Arm und sagt, es wurde schon gezahlt. Und ich gucke nach oben und dann sehe ich Tobi Teichen. Und ich sage so, was? Ich habe gedacht, okay, alles klar. Und dann, ohne Spaß, er hat nur gesagt, nein. Das ist schon mit Sicherheit gezahlt worden. Und dann sagt auf einmal der Hotelier, ja, okay, alles klar. Dann sind wir in unser Hotelzimmer gegangen. Und dann war das für mich so zum ersten Mal, ich habe wieder so geschmeckt, okay, so fühlt sich das an, wenn Jesus unsere Schuld trägt und unsere Schuld gleicht. Das war echt, wisst ihr, das, was ihr habt, ist ein Privileg. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, bis ich 15 war, habe ich gedacht, um ein gläubiger Christ zu sein, braucht man graue Haare und Sandalen und Socken und ein kariertes Hemd. Das war mein Bild von Christen, wie es bei uns in der Kirche war. Aber das, was ihr als normal bezeichnet, ist nicht normal. Das, was wir hier erleben, es ist nicht normal. Und das, was wir hier erleben, es wäre niemals Realität geworden, wenn nicht Männer und Frauen gesagt hätten, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Ich bin Jesus so dankbar für euren Pastor Leo. Ich bin Jesus so dankbar für euren Jugendpastor Paul. Ich bin Jesus so dankbar für jeden Einzelnen, der in diese Gemeinde sich hinein investiert hat, damit wir heute dieses Privileg haben dürfen, auf diese Art und Weise Gottesdienst zu feiern, wie wir es tun. Ich habe vorher gesagt, das, was hier Normalität ist, ist der Traum an anderen Orten und an anderen Städten. Es ist erstaunlich und es ist ein Privileg. Und wir dürfen es als genau dieses Privileg sehen, dass es nicht normal ist, sondern dass es außergewöhnlich ist.
Ich habe uns heute einen Text mitgebracht und dieser Text steht in Johannes 12, ab Vers 24. Da heißt es, haben wir den Text oder soll ich vorlesen? Weil das Ding ist, ich habe Hoffnung für alle mitgebracht, aber meine Bibel ist Elberfelder, weil wahre Pastoren und Prediger, die lesen Elberfelder. Ich mache nur Spaß. Also Johannes 12, Vers 24, da heißt es, da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ich finde, das sind eines der herausforderndsten Sätze, eines der herausforderndsten Reden von Jesus Christus, die es überhaupt gibt. Weil sie eigentlich dem widersprechen, was wir wollen. Ich finde, der Same ist erstaunlich. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht von dem Samen. Genau. Es ist klein, es ist unscheinbar, es sieht nicht gut aus und niemand würde es Beachtung schenken, richtig? Aber aus diesem Samen kann solch ein Baum entstehen. Ein Baum, der Schatten gibt, der Haus gibt für viele Vögel. Ein gigantischer Baum. Aber wie kann das sein? Wie kann aus diesem kleinen, unscheinbaren Ding so ein gigantischer Baum werden? Die Antwort liegt im Zerbruch. Der Samen, er muss zerbrechen. Nur wenn der Same zerbricht, nur wenn der Same stirbt, dann kann Leben entstehen, dann kann Frucht entstehen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist oder was in deinem Leben vielleicht noch passieren muss. Aber lass mich dir sagen, wenn es in deinem Leben gerade so aussieht, als würdest du nur überhäuft werden von Dreck und von Mist und von Erde, dann vielleicht aus einem Grund, weil Jesus den Samen in dir brechen möchte, damit du zu einem Segen sein kannst für viele. Ich kann euch gerne meine Geschichte erzählen. Jesus hat mir 2017 aufs Herz gelegt, auf Social Media sein Wort zu verkündigen. Und ich bin erstmal weggerannt vor dieser Botschaft. Ich habe gedacht, Digga, niemals. Ich will nicht wissen, was meine Freunde dann über mich denken und so weiter und so fort. Ich hatte Menschenfurcht und ich wusste nicht und ich wollte nicht. Und bin weggerannt und Gott sei Dank landete ich nicht in dem Bauch eines Wales, sondern ich war in dem Bauch eines Flugzeugs. Ich war Leiter von einer christlichen Freizeit von unserem Dorf und in dieser christlichen Freizeit, die ging 2 Wochen, gibt es immer mal wieder so Themenseminare. Und die Themenseminare sind freiwillig und dementsprechend schlecht besucht, weil die Konkurrenz ist Strand und Fußball und Volleyball und so weiter und so fort. Und in diesem Themenseminar habe ich über ein Thema gesprochen, nämlich Sex und Liebe im Licht der Bibel. Und dieses Themenseminar war so voll, dass ich es 2-mal halten musste. Und 2-mal war es so übervoll, auch mit Leuten, die normalerweise gar nicht so richtig in die Kirche gehen. Und ich musste ein bisschen früher zurückfliegen. Und auch im Flugzeug habe ich so gemerkt, viele Leute in unserem Land leben auf eine Art und Weise, wie sie leben, nicht weil sie davon überzeugt sind, sondern weil keine weitere Wahrheit available ist, weil keine weitere Wahrheit greifbar ist. Ey, schauen, wenn wir Netflix einschalten, wir sehen nur toxische Arten und Weisen, Beziehungen zu führen. Wenn wir auf Instagram gucken, dann denken wir, wahrer Erfolg liegt im Reichtum. Wahrer Erfolg ist erst dann Realität, wenn du in deinen Mitte-20ern in Dubai lebst und Lamborghini fährst. Es ist, wenn wir, Amen. Versteht ihr? Du bist erst schön, wenn du eine bestimmte Anzahl an Followern hast, eine bestimmte Anzahl an Likes hast. Wenn wir in die Welt gucken, dann werden wir überhäuft von Lügen. Dann werden wir überhäuft von Dingen, die toxisch und selbst zerstörerisch sind. Und nicht zerstörerisch auf eine Art und Weise, die Frucht bringt, sondern auf eine Art und Weise, die verkümmert. Und dann habe ich echt gesagt, im August 2019, okay Jesus, ich mache einen Account auf mit 0 Followern und ich werde jede Woche ein Post, ein Video hochladen. Und habe gesagt, okay, Jesus, dieser Account gehört dir. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, nämlich was passiert, nachdem der Same zerbrochen ist und der erste Wachstum stattfindet. Eine Sache, die vor allem wichtig ist für unsere Generation, ist, Anfänge sind selten glorreich.
Wisst ihr, es war nicht glorreich, als ich ein Video hochgeladen habe und es hat ganze 10 Likes bekommen. Das sah nicht gut aus, das sah nicht glorreich aus. Damit hat man menschlich gesehen, nicht viel gerissen. Aber Anfänge sind selten glorreich. Auch wenn du ins Fitnessstudio gehst. So, ich sag dir, Frauen denken vielleicht, wenn sie einmal einen Bizeps-Curl machen, dann haben die direkt ein breites Kreuz. Aber Männer wissen zumindest, dass es am Anfang, die ersten Monate, nicht nach viel aussieht. Es ist nicht glorreich, es sieht nicht gut aus. Anfänge sind selten glorreich, aber Anfänge sind so wichtig, weil ohne einen Anfang gibt es keinen Baum, gibt es keine Frucht, gibt es auch kein Ende. Es ist so wichtig, dass wir uns aufgeben und dass wir wie Jesus sagen, Herr Jesus, ich bin bereit zu zerbrechen um deinetwillen. Ich bin bereit, alles aufzugeben für dich, Jesus Christus. Sterben bedeutet loslassen. Loslassen von dem, was ich meine, was gut ist. Loslassen von den Dingen, von meinen Plänen, von meinen Ängsten, von meinen selbstgemachten Sicherheiten. Bist du bereit, loszulassen? Als ich angefangen habe, die Videos hochzuladen, war ich bereit, loszulassen, die Menschenfurcht loszulassen. Und mir war dann egal, was meine Freunde denken, was die Leute in meiner Klasse denken oder was auch immer. Ich habe gesagt, Jesus, dir gehört mein Leben. Und häufig werde ich gefragt, Christian, wie kriege ich es hin, dass Menschenfurcht geht? Und ich glaube, Menschenfurcht geht dann am schnellsten, wenn Gottesfurcht Realität wird. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr habt eure Traumfigur erreicht. Dann ist vielleicht eure größte Furcht, ein paar zu viele Stücke Kuchen oder Käse, Schweizer Käse zu essen und dann eure Traumfigur wieder zu verlieren. Das ist dann eine Furcht, die ihr habt. Aber stellt euch mal vor, euer Haus fängt an zu brennen. Dann interessiert euch alles andere nicht mehr. Weil das ist eine viel, viel größere Sache, die eure Furcht verlangt. Und so ähnlich ist es mit Gott. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und wer wir sind in ihm, dann erkennen wir, dass Menschenfurcht kein Anrecht hat. Weil wenn derjenige, der alles geschaffen hat, derjenige, der uns liebt, uns kennt, uns sieht und uns bei unserem Namen gerufen hat, sagt, du gehörst zu mir und ich habe dich gerufen in die Welt, geh hin in alle Welt und mach Jünger aus allen Völkern, dann erkennen wir, ey, weißt du was? Das, was Leute von mir denken, es ist eigentlich ziemlich egal, weil ich weiß, dass jemand, der etwas von mir denkt und es ist herrlich und es ist wunderbar und es hat nichts mit dem zu tun, was ich erreiche oder was ich nicht erreiche, sondern in ihm habe ich alles, was ich brauche und mehr. Und sein Name ist Jesus Christus. Sterben bedeutet, Frucht entsteht im Verborgenen. Wisst ihr, wir sehen uns vor allem in Zeiten von Social Media immer, eine Bühne zu haben und auf der Bühne zu sein und gesehen zu werden von den Leuten. Wisst ihr, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich war im Kindergottesdienst, dann in der Jungschar, dann im Jugendkreis, dann im Jugendbund und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch Kindergottesdienst geleitet, wisst ihr einmal. Ich war schon immer sehr intensiv in der Verkündigung, auch damals, als ich Kindergottesdienst geleitet habe. Und da habe ich gesagt, okay, heute Thema im Kindergottesdienst Entrückung. Und dann habe ich mit den Kindern gesagt, am Ende der Zeit, dann wird das und jenes passieren. Und mein kleiner Bruder, der ist 7 Jahre jünger als ich, zu dem Zeitpunkt, als ich Kindergottesdienst geleitet habe, war ich, glaube ich, 13 und er war 6. Und dann sind wir vom Gottesdienst nach Hause gefahren und dann, bevor wir schlafen gegangen sind, ist meine Mutter zu meinem kleinen Bruder in sein Zimmer und danach zu mir. Ich sage so, Christian, was hast du heute im Kindergottesdienst geredet? Ich sage so, ja, Entrückung, normal. Und meine Mutter hat gesagt, hey, der kleine Bruder hat richtig angefangen zu weinen, hat gesagt, Mama, wir müssen beten. So, nein, man lernt dazu. Auf jeden Fall, wisst ihr, ich habe in der Kirche bei uns im Dorf, ich habe Toiletten geputzt, als es dran war und so weiter. Versteht ihr, dieses Wachstum, dass ich heute stehe, wie ich vor euch stehe, es ist nicht passiert, weil ich so auf die Welt gekommen bin, sondern weil ich einen Prozess gegangen bin, wo keine Bühne war, wo kein Social Media war. Und lasst mich euch sagen, wenn du vielleicht hier sitzt und du sehnst dich danach, auf der Bühne zu stehen und du hast vielleicht den Eindruck, dass Gott dich ruft, ey, dann schätzt die Zeit wert, wo es noch nicht so ist, weil in dieser Zeit, wenn du verborgen bist, wenn du begraben bist, dann kann dieser Wachstum, dieser Anfang entstehen. Auch in diesem Anfang kannst du Fehler machen und es sind nicht viele Leute, die dich kritisieren und die dich zerstören. Wisst ihr, als ich mit Social Media angefangen habe, ich hab
von jedem Menschen, der mir damals eine kleine Message geschrieben hat, der Ermutigung, ich habe das gescreenshottet. Weil damals war das für mich so, ein negativer Kommentar hat so viel gewogen wie 100 gute. Es war für mich richtig tough am Anfang. Und deswegen, ich möchte dich einladen, hey, wenn Jesus dich berufen hat und wenn Jesus gesagt hat, hey, ich möchte dich nutzen, dann schätze die Zeit wert, wo du noch nicht gesehen wirst. Das hat nichts damit zu tun, dass es Gott nicht gut mit dir meint oder dass Gott dich übersehen hat, sondern Gott hat einen herrlichen Plan mit dir. Wisst ihr, als mir Leute gesagt haben, Christian, Jesus wird dich senden, zu verkündigen sein Wort, mach dich bereit. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Und ich habe angefangen, meine Bibel zu studieren, Vers für Vers in meinem Zimmer. Und ich war ready. Ich habe gesagt, boah, und eine Offenbarung nach der nächsten. Und ich habe gesagt, boah, Jesus, ich bin bereit zu verkündigen. Und es sind Jahre vergangen. Es sind Jahre vergangen, wo ich hinten im Gottesdienst saß und gedacht habe, Jesus, wie lange noch? Ich bin ready, du gibst mir so gute Dinge. Aber Jesus hat seinen perfekten Plan. In Jesus Christus ist die Zeit des Wartens eine Zeit des Werdens. Versteht ihr? Wenn Jesus dich warten lässt, dann heißt es nicht, okay, ich sitze jetzt da und drehe meine Däumchen, sondern wenn Jesus sagt, du sollst warten, dann ist es eine Zeit, wo du wachsen kannst, wo du werden kannst. Auch wenn du Single bist und du dich nach deinem Traummann oder nach deiner Traumfrau sehnst. Heute, wir leben in einer Zeit, wo es häufig so ist, die Richtige finden. Den Richtigen finden. Seh zu, dass du der Richtige wirst. Dass du die Richtige wirst. Versteht ihr, dass der Fokus auf uns selber liegt, dass wir sagen, ich möchte dir ähnlicher werden, Jesus Christus. Ich möchte dir ähnlicher werden, Jesus Christus. In Vers 25, da heißt es, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das Festhalten zerstört. Das Festhalten ist zerstört so sehr. Wisst ihr, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Christian, du bist zu kompromisslos in deiner Verkündigung. Du bist zu radikal. Du musst ein bisschen chilliger sein. Und wisst ihr, Kompromisse sind wichtig im Leben. Aber dann zu sagen, ich verkündige eine kompromisslose Botschaft, hört sich sehr intolerant an, richtig? Hört sich irgendwie nicht zeitgemäß an. Und ich glaube, Kompromisse haben ihren Platz an den richtigen Orten und an den falschen Orten können sie uns zerstören. Ich habe ein halbes Jahr auf Hawaii gelebt und ich habe dort Freiwilligendienst geleistet auf einer Bibelschule. Habe dort 3 Monate gearbeitet als Koch in der Cafeteria und 3 Monate als Vertretungslehrer in einer Elementary und Middle School. Und dort gab es viele, viele Klippen, wunderschöne Klippen. Und ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich liebe es, Klippen zu springen. Und eine Sache ist ungeheuer wichtig im Klippenspringen. Kompromisslosigkeit. Wenn schon, bleibst du ganz auf der Klippe stehen. Oder wenn du dich entscheidest zu springen, dann entscheidest du dich in der Fülle zu springen und machst kein halbes Ding. Weil in dem Moment, in dem du springen möchtest, aber irgendwie noch auf dem Festland bleiben möchtest, du wirst an den Klippen hängen bleiben und dich schrecklich verletzen. Und so ähnlich ist es im Glauben, wenn wir nicht sagen, Jesus Christus, hab du mein ganzes Leben in der Fülle, sondern sagen, okay, Jesus, bisschen von dir und ein bisschen von der Welt. Ich werde dir versprechen, es wird schmerzhaft werden. Und ich sage das nicht, weil das irgendwie meine Theologie ist, sondern ich habe das in meinem Freundeskreis erlebt. Ich habe das in meinem Freundeskreis gesehen. Und häufig war es erst der Zerbruch, erst die Erkenntnis, dass es mir schlecht geht, dass ich diesen Kompromiss nicht leben kann, der dann Leute, wenn es schon ganz von Jesus getrieben hat oder ganz zu Jesus Christus hin. Sein Leben hinzugeben bedeutet, alles loszulassen, was uns zerstört. Wisst ihr, Jesus hat 3 Jahre lang gedient, richtig? Und in diesen 3 Jahren gab es nur ein einziges Mal, wo Jesus aus der Haut gefahren ist. Und es war im Tempel. Da ist Jesus gekommen und hat die ganzen Geldwechsler und Viehtreiber aus dem Tempel geworfen. Und im 1. Korinther 6 und im 1. Korinther, ich glaube 14, wird beschrieben, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, richtig? Das heißt, wenn wir sagen, Heiliger Geist, du hast Raum in mir, Heiliger Geist, komm zu mir, dann ist dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus hat Autorität in deinem Körper, in dem Tempel vom Heiligen Geist, Tische umzuwerfen und aufzuräumen. Und häufig ist es so, dass wir mit den Dingen, die uns zerstören, eine Liebesbeziehung entwickelt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber vielleicht hast du eine Liebesbeziehung entwickelt zu einem Partner, zu einer Partnerin, die dir nicht gut tut. Aber du möchtest nicht alleine sein.
Und deswegen gibst du diese Beziehung nicht auf. Vielleicht bist du hier und du hast einen Freundeskreis, dass jedes Mal, wenn du dich mit diesem Freundeskreis triffst, driftest du ab, Gras zu rauchen, driftest du ab, zu viel Alkohol zu trinken. Aber du möchtest diesen Freundeskreis nicht verlassen, weil du Angst davor hast, alleine zu sein. Ich habe vor einigen Jahren eine Entscheidung getroffen, wo ich gesagt habe, lieber bin ich alleine mit Jesus, als in Gemeinschaft ohne ihn. Ein Tag in den Vorhöfen des Herrn ist besser als 1000 Jahre ohne ihn. Jesus Christus ist der Beste und der ewig Bleibende. Und Jesus ist wirklich derjenige, der es gut mit dir meint. Wenn es im Moment wehtut, dann nur, weil die Herrlichkeit folgt. Römer 8, Vers 28. Alle Dinge dienen denen zum Guten, die Gott lieben. Alle Dinge. Selbst ein Freundeskreis, der dir den Rücken kehrt. Selbst eine Partnerschaft, die zerbricht. Alle Dinge dienen denen zum Guten, die Gott lieben. Da steht alle Dinge. Nicht ein paar, nicht die meisten, sondern alle Dinge. Deswegen, ich möchte dich einladen, wenn du dein Leben gewinnen willst, dann lass alles los, was dich von Jesus Christus hält und was dich zurückhält, dein ganzes Leben ihm in der Fülle zu geben. Lass es los. Ja, Christian, ich komme nicht los von der Pornografie. Ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Es fällt mir so schwer, davon loszukommen. Wir sehen uns häufig nach einem Wunder. Wir sehen uns häufig, dass wir an einem Wochenende sind wie hier und dann tut Gott etwas Fantastisches und auf einmal sind wir befreit. Und auf einmal haben wir alles, was wir brauchen und auf einmal sind wir losgelöst von unseren Süchten. Aber manchmal möchte Jesus mit uns die Prozesse gehen. Manchmal möchte Jesus mit uns den Weg gehen zu diesem Wunder hin. Es ist nicht immer so, wenn Gott nicht auf wundersame Art und Weise wirkt, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Gott geht manchmal mit dir diesen Prozess. Gott leitet dich dadurch und Gott behält dich da drin. Und lass mich dir sagen, auch diesen Prozess zu gehen, er reift dich. Und dann zu sagen, okay, ich krieg's nicht hin, von heute auf morgen in der Fülle aufzuhören. Vielleicht kriege ich es hin für die nächsten 24 Stunden. Aber vielleicht kriege ich es hin dann eines Tages für die nächsten 48 Stunden. Vielleicht sind es dann irgendwann 72 Stunden. Irgendwann eine Woche, einen Monat. Und irgendwann wirst du dich darin wieder selber finden, dass es kein Teil mehr deines Lebens ist. Es muss nicht immer ein von heute auf morgen sein. Gott kann das tun, das möchte ich nicht abstreiten. Aber manchmal führt uns Gott in diese Prozesse. Und wir sehen, dass wir ein gewonnenes Leben haben. Der dritte und der letzte Punkt. In Vers 26, da spricht Jesus. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Nachfolge bedeutet Gehorsam. Wir können Jesus nicht ernsthaft nachfolgen. Wir können Jesus nicht ernsthaft nachfolgen und meinen, ja okay, Jesus, die allermeisten von deinen Reden finde ich gut. Das allermeiste, was in der Bibel drin steht, finde ich gut. Aber da gibt es einige Verse, die sind mir ein bisschen bieder. Da gefällt mir eine andere Theologie, die das ein bisschen anders sieht. Leute, in dem Moment, in dem wir Kompromisse machen mit dem Wort Gottes, in dem Moment, in dem wir sagen, okay, das nehme ich und das nehme ich mit, in dem Moment, in dem dein Lieblingshighlighter ein Edding ist und du einfach rausstreichst, was dir nicht passt und was dir nicht gefällt, in dem Moment bist du nicht mehr in Jesus Christus. Du kannst nicht teilweise zu Jesus Christus gehören. Soll ich euch sagen, warum? Weil Jesus Christus ist in der Fülle am Kreuz gestorben. Mit seinem Körper, mit seinem Geist und mit seiner Seele ist er ans Kreuz gegangen. Und Jesus ist in der Fülle am Kreuz gestorben, damit du und damit wir heute in der Fülle in Jesus Christus sein können. Nicht teilweise, nicht zu 90%, nicht zu 95%, sondern zu 100%. Der Grund, warum Europa ein christliches Land ist, weil Menschen vorausgegangen sind. Weil Menschen gesagt haben, ich nehme mir ein Beispiel an Jesus Christus. Ich sehe, ich bin vielleicht begraben, ich bin vielleicht unter der Erde, ich bin am Ende meiner selbst, aber am Ende meiner selbst ist der Anfang von Jesus Christus. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, ab Vers 8, in allem sind wir bedrängt. Da beschreibt er das Leben von ihm und von den ersten Aposteln im 1. Jahrhundert nach Christus. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart wird. In dem Moment, in dem wir leiden,
für Jesus Christus. In dem Moment, in dem die Welt sich umkehrt von uns und in dem Moment, in dem wir Einsamkeit leiden, in diesem Moment offenbart sich die Herrlichkeit Gottes in uns. Ich lade die Band gerne ein, auf die Bühne zu kommen. Wisst ihr, in den letzten Monaten habe ich vermehrt die Kirchengeschichte studiert. Und der Grund, warum Europa christlich ist, der Grund, warum der Westen überhaupt christlich ist, liegt maßgeblich an Menschen, die sich in der Fülle Jesus Christus hingegeben haben. Menschen, die sich selbst gestorben sind, damit Jesus einen Anfang in ihnen hatte. Menschen, die sich ein Vorbild an Jesus Christus genommen haben und gesagt haben, mein Leben gehört dir in der Fülle. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey Christian, das hört sich sehr gut an. Du bist auch schon 26 Jahre alt, du alter Sack. Ich bin noch 15, ich bin noch 16, ich bin noch 18. Ich habe noch alle Zeit der Welt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mädchen namens Agnes von Rom. Sie hat im jungen Alter ihr Leben Jesus Christus gegeben. Und sie hat gesagt, Jesus ist mein Bräutigam. Und es war ungefähr im Jahr 300 nach Christus, als die Verfolgung der Christen in Rom noch auf ihrem Höchststand war. Und als sie ein bisschen älter geworden ist, kamen einige reiche Kaufmänner und reiche Kaufleute und haben um ihre Hand gebeten. Und sie hat immer wieder gesagt, nein, ich werde niemanden heiraten. Jesus ist mein Bräutigam. Jesus gehört mein Leben. Ich werde niemanden heiraten. Und dann war einer dieser Männer, der um ihre Hand gebeten hat, so sauer über ihre Absage, dass er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt zur Stadt und ich zeige dich an, dass du eine Christin bist. Und dann hat er genau das getan und die Stadt ist dann zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, du musst jetzt dich auf den Marktplatz stellen und du musst dich lossagen von Jesus Christus. Du musst sagen, ich gehöre nicht mehr zu ihm. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann hat man gesagt, okay, wir stecken dich in ein Bordell und dort wirst du dann deine Reinheit verlieren und dort wirst du schon gebrochen werden. Und laut der Überlieferung ist es so, dass jedes Mal, wenn sich ein Mann ihr genähert hat, dann wurde der Mann geblendet von einem hellen Strahl oder die Männer wurden bestraft und sie war unversehrt. Dann hat man sie aus dem Bordell genommen und hat gesagt, okay, wir enthaupten dich. Man hat sie enthauptet ungefähr 309 nach Jesus Christus. Und dieses Mädchen war 13 Jahre alt. Sie war bereit, ihr ganzes Leben für Jesus Christus zu geben. In der Bibel heißt es, wir können nur lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und so ist es auch im Sterben. Wir können nur sterben, weil Jesus zuerst gestorben ist. Und so ist es auch in der Auferstehung. Wir können auferstehen, weil Jesus zuerst auferstanden ist. In Jesus Christus haben wir die Fülle. In Jesus Christus haben wir alles, was wir brauchen und mehr. In Jesus Christus ist unsere Liebe. In Jesus Christus ist unser Leben. In Jesus Christus ist unser Gehorsam. In Jesus Christus ist unsere Nachfolge. Denn die Nachfolge bringt ihm Ehre. Und eine kompromisslose Nachfolge, ich sage euch eine Sache, eine kompromisslose Nachfolge erweckt Nationen. Wer sehnt sich nach Erweckung? Hebt mal die Hand. Wir wollen dieses Land, wir wollen die Länder in Europa, wir wollen die Welt erweckt sehen. Aber wir können niemals die Welt erweckt sehen, wenn wir nicht selber erweckt sind. Was heißt erweckt zu sein? Erweckt zu sein bedeutet, sich selber zu sterben. Erweckt zu sein bedeutet, zu seiner Schwester zu gehen, zu seinem Bruder zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Du kannst alle meine Pullis haben. Es bedeutet, zu seinen Eltern zu gehen und zu sagen, ich vergebe dir. Oder bitte vergib mir. Es bedeutet, zu seinem Pastor zu gehen und ihn zu ehren. Erweckt zu sein bedeutet zu sagen, ich bin bereit, auch die niedrigsten Arbeiten zu tun. Erweckt zu sein bedeutet, ein Mädchen auf eine Art und Weise kennenzulernen, das Jesus ehrt. Einen Jungen auf eine Art und Weise kennenzulernen, wie es Jesus ehrt. Und nicht deine Gelüste ehrt oder das, was dein Körper möchte. Erweckt zu sein bedeutet, Jesus zu sein im Charakter. Und Jesus die Realität zu haben in unserem Charakter. Wir beten wirklich, dass diese Messages dich berühren und dir helfen, Jesus nachzufolgen. Darum machen wir auch jedes Jahr wieder ein Jesus First Camp. Melde dich an, komm hin und lerne selber auch in deiner Church Jesus nachzufolgen von ganzem Herzen. Hier noch ein paar Bilder vom letzten Jahr. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Jesus first bedeutet, alles andere muss sich dem beugen. Seinen
perfekten Plan. In Jesus Christus ist die Zeit des Wartens eine Zeit des Werdens. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Nichts kann dir diese Würde von Jesus nehmen. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich bin da und ich möchte werden wie dieser Jesus, ich möchte ihm nachfolgen, dann hast du in deinem Leben 2 Ziele. Werden wie Jesus und das tun, was er getan hat.